Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Leef Lükscher zu und unterwegs. Schön, dass da sit. Und schön, dass sie da ist, de Sommerzig. De Däch sind länger, et Schuljahr geht bald ob et eng an und viel Glück machen sich ob der Weg in de Ferien. Hermann, hast du als ins Camping gemacht? Ja, nee. Im Camping waren nicht. Da hatte man zu Hause Geld für. Im Zelt, ja, einmal. Und das war richtig schön. Und das war 1947, also 2 Jahre nach dem Krieg und noch für die Währungsreform. Da waren jungen Job, da sind wir an der Steinbach-Talsperre gefahren und haben da 6 Wochen lang im Zelt campiert, muss man sagen. War richtig fing. Auch später nie mehr getan. Und wie ist es mit dir, mit dem Camping oder war es? Also du hast es ja jen gehabt. Ich muss abends mit so einer Jugend fahren und in einem Zelt schlafen, weil meine Eltern gemeint haben, das gehört dabei. Aber ich habe so eine Angst gehabt, so ein Zelt, das hätte ja kein Platz, den man aufschließen kann. Und ich bin total vergelt nach Hause gekommen. Und im Camping habe ich mich sicherer gefühlt. Da bin ich einmal von einer Klassenkameradin und der Familie eingeladen gewesen. Aber da konnte ich auch nicht schlafen, weil die Decke direkt über der Nase war. So in der Natur war es schön, das hätte mir gut gefallen. Weißt du eigentlich, wo der älteste Campingplatz in Deutschland ist? Der älteste Campingplatz in Deutschland? Oh wei. Vermutlich, ich kann es nur vermuten, am Bodensee oder am Ring. Ich nehme an, irgendwo, wo Wasser ist. Genau. Und wir haben der alt gesehen, das ist der Campingplatz in Rodekirche. In Rodekirche, sich an, bei uns in der Kölle. Das ist aber schön, ne, habe ich nicht gewusst. Also ich finde, der ist auch sowieso schön. Da ist man in ein paar Minuten mit der Straßenbahn am Dom oder man kann eine Radtour machen. Das ist erg gut gelegen. Und es ist aber nicht der einzige, den wir hier in Köln haben. Ich habe nicht neu gelassen. Es gibt noch einen Campingplatz in Poll und in Höhenfeld. Oder wer jen im Busch ist, in der Nähe von Köln, der kann noch am Kottenforst gehen oder nach Lippla. Und im Bergische, das hätte ich ja nie gedacht, da gibt es so ja einen Campingplatz in Rösrath mit FKK. Mit FKK, so ganz nackelig, so buddelrü. Ich meine, das kann ja eher schön sein, so ganz ohne Blute, aber doch nicht drusse. Ne, das wäre mir zu kalt. Dann besser ein anderer Campingplatz im Bergische, im Sülztal vielleicht. Sülztal kenn ich. Ja, ich auch, aber nur von der Musik. Und tränte wie ein Bies, doch im Sülztal ob ner Wies, Loch schwitzens jetzt im Zelt bei Mutter Grün. Weil die erste Nacht. Das kennen sicher die meisten von euch, das ist vom Kalber Bühr aus singem Campinglied. Wir waren spazieren, der Hermann und ich, und wie wir da an dem ältesten Campingplatz von Deutschland evans in Rodenkirchen vorbeikommen, fing der Hermann auch direkt an zu singen. Da lass dich kaputt, das nennt man Camping. Da lass dich kaputt, das findet man schön. Wenn im Zelt die Mücke und die Hummel dich... Da haben wir direkt gesagt, das passt für den Bottklaff im Sommer. Und der Kalbe Bühr ist halt lang an der Reihe. Also das Lied vom Camping, der Heinz Luther Jenje hat. Da geht nicht um irgendetwas Spektakuläres, das ist aus dem Alltag. Und man kann hören, wie es doch endlich in der Botsjon kann, hier mit dem Camping im Rhein und das ganze Gedirsch am Campingplatz. Also mit dem Gedirstadt ist wirklich eine eingebaute Sprachkurs. All die Tiere, die da vorkommen. Da geht los mit der Mücke. Ein Mück und Mehrzahl die Mücke mit Ö und ohne N, weil man in Köln zu viel dafür ist. Dann ein Hummel und mi davon sind die Hummele. Und die Wespe, die machen ein Problem.
Die Wespe ist klar, sind ein paar. Ohne dat N, wie wir dat im Hudütsche han. Aber ein davon haben wir im Lexikon von der Kölsch Akademie und auch im Adam Vredesing Lexikon nicht gefunden. Vielleicht, weil das so schwierig auszusprechen ist, ein Wesp. Vielleicht kann man sich auch aus der Affäre trecken und sagen, die kommen immer mit ein paar Wespen und da hat man das Problem nicht. Ein Hüppegrad in der Einzahl, die Hüppegrade in der Mehrzahl. Ein Hüppegrad ist eine Frosch. Das hatte man allerdings bei der Schenkenwort. Grade. Grade sind unzivilisierte Lüge. Also, sagen wir, jung Poste. Das sind die meistens die Grade. Das man vielleicht sagen, Assis, aber ein Grad ist einfach das Tierchen, der Frosch. Die ganzen Tiere kommen in das Zelt von der Familie, die Camping schön findet und sich erholen möchte. Lüg wie ich und du. Und Lüg wie ich und du, die jedet in der Leder vom Karlbert Bühr erg oft und vielleicht könnt daher auch singen Erfolg. Bei einer ganzen Rutsch von Leder wird Hück einfach mitgesungen. So jet wie für ein Beispiel Agrippina Agrippinensis, da setzt man dann einfach für, das ist ein Kölsch Lied. Und hat der Karl Böhr dabei ja nicht präsent. Der ist ja auch als 1977 gestorben. Mit 77 Jahren. Pumpaf an einem Schlängelschlag. Das heißt, an einem Schlaganfall gestorben. Hast du der persönlich gekannt? Ich sage persönlich nicht. Aber auf der Bühne habe ich ihn live erlebt. Ein paar Mal bei den Karnevalssitzungen. Ich habe ihn gern gehört. Auch bei Heeresitzungen. Ich weiß, ich war einmal mit meinem Vater auf einer Heeresitzung und war der Karlbert Bühr genauso wie auch bei den sogenannten Damensitzungen. Der kam auf die Bühne, da war er halt mit seinen Hängen und Ärmeln das ganze Publikum in der Arm am Nehmen. Und da hat dann so eine raue Stimme. Und wer das nicht wusste, da konnte man dem Publikum hören, dass sie gelacht haben, weil sie gedacht haben, die hätten so viel getrunken, dass er die raue Stimme hat. Da hätte dann in der Runde geladen, hätte gesagt, nee, das ist nicht vom Suffen, die raue Stimme, die habe ich mal ganz ehrlich angelacht und angesungen. Ist ja doch anders, wenn man eine persönlich noch erlebt hat. Tun uns doch jetzt von seiner Biografie erzählen. Ja, fangen wir an mit dem 26. Juli 1900. Da wurde er nämlich geboren. Seine Eltern hatten eine Bäckerei in der Südstadt. Der Karlbert Bühr und seine Brüder mochten alle Bäcker werden. Sein Vater wollte das so. Was sein Vater nicht wusste, er war früh gestorben und so konnte die Mama die Bäckerei wieder führen, weil die Junge in der Backstube waren und die Mama selbst, die hat dann im Laden hinter der Theke die Kundschaft bedient. Dann, ja, mit 17 Jahren, also 1917, muss es gewesen sein, wurde auch noch als Soldat eingetragen im Ersten Weltkrieg. Er hat aber insofern, ja, in Gänsefüßchen Glück gehabt. Er wurde zwar Soldat, aber er musste nicht ganz nach vorne, sondern er musste in der Feldbäckerei arbeiten. Er blieb also seinem Beruf auch als Soldat treu. War in der Familie, waren da fast Lebensfreunde? Das weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Es ist bekannt, dass der Karl, jedenfalls das ich, bevor er auf der Bühne gesungen hat, Theater gespielt hat. Für Beispiel beim Professor Wilhelm Schneider-Klaus.
und auch beim Hans Jonen live auf der Bühne. Was der Fastelovend angeht, weiß man, dass er mit seinem Bruder und seinem Vetter abgetreten ist. Aber das war erstens im kleinen Rahmen. Das heißt, so richtig ist er erst nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt geworden? Nee, 1936 kam der große Durchbruch für der Kalberbühr mit seinem Lied Heidewitzka. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit meinem Bötchen fahren wir so jäh. Man kann so schön im Dunkle schunkeln, wenn über uns die Sterne funkeln. Aus dem Hai hätte ja auch noch der Hitler groß werden können. Ja, wenn man Heidewitzka, wenn man lang getrocknet hat, vielleicht ja. Also so ein Lied für der Fastelovend mit dem stillen Protest gegen die Nazis, hätte ja auch 1923 et Politisches gesungen. Aber das war damals ganz eindeutig gegen die Besatzung. Und sie kriegen uns nicht kaputt. Also was das Heidewitzka angeht, hat der Kalberbühr sich nie so geäußert. Nicht in die eine Richtung, aber auch nicht in die andere. Was komisch war, er ist 1940, also mitten im Krieg, in der Partei eingetreten. Aber wie er wirklich dazu stund, ob das beruflich nötig war oder weiß man nicht, ist nicht bekannt. Das Heidewitzka-Lied hätte ihn in jedem Fall zum richtigen Mann gemacht. Und ihm einen schönen Rent beschert, hätte selbst gesagt. Und der Willy Millowitsch hätte ja auch erst oft gesungen. Im Internet habe ich so ja gefunden, dass das heißt, das Lied war vom Willy Millowitsch. Aber das stimmt natürlich nicht. Ja, um auf die Partei zurückzukommen, ob der Kalberbühr eine richtige Nazi war. Also ich kann das mir nicht vorstellen. Aber protestiert hätte er auch nicht. Es war ja auch gefährlich, die Mule überhaupt abzutun. Richtig protestiert hätte der Kalberbühr dann gegen die Franzosen. Und das ob Rudisch, weil die ja sicher kein Kölsch konnte. In dem Lied O Mosella. Ja, da heißt dem Text O Mosella, du hast ja so viel Wein, O Mosella, warum trinkst du den Wein allein? In deinem Garten Eden wächst doch der Wein für jeden. Und wieso? Mosella, hörte schon, das war noch im Krieg, bei Tunesien war das die französische Besatzungszone. Und die haben verboten, dass der Wing aus ihrem Bezirk, wo sie besetzt hatte, Wing exportiert wurde in die Rheinlande, also hier nach Köln oder sonst wo in Deutschland. Das war ein ganz klarer Protest gegen die Besatzung. Und die Alliierten waren not amused. Also bei dem erst bekannten Lied, wir sind die Eingeborenen von Tunesien, ist es nicht klar, wie wichtig das all eins gemeint war. Der große Vorwurf war und ist, dass er singen tät vom kleinen Häufchen Diplomaten, die große Politik bestimmen täte. Die Deutsche, so tät man analysieren, wären in dem Lied als Opfer präsentiert. Der Kalberbühr hätte sich doch besser bedanken sollen, dass die Siegermächte Deutschland frei gemacht hätte und dass der ganze Brunge Driss in eng finden konnte, jedenfalls damals. Der Berbühr singt jetzt davon, dass die Deutschen sich die Chinesen überlegen fühlen und dann, so argumentieren sie, von da aus wäre nom Antisemitismus nicht mehr weg. Ist das nicht ein bisschen weg hergeholt? Das sagen die ob der andere Sieg stehen in dem Diskurs. Sie argumentieren, dass der Kalberbühr iter mit Selbstironie dran war. Er singt von de Wesien, über den Nazispruch, am deutschen Wesen soll alles genesen, hätte sich damit lustig gemacht.
Dann täte auch singen von de großen Deutsche wie Beethoven und Goethe und von Bütze, was de Deutsche doch auch wahrhaftig jod könnte. Klar, das sieht all noch Verharmlosung aus. Ob der andere Sieg könnt man das auch sehen als ne Versuch klar zu machen, dass die Geschichte in Deutschland nicht nur von 1933 bis 1945 gedauert hat. Daraus sollten die Lück vielleicht auch jetzt Mut gemacht kriegen. Jedenfalls finde ich es wichtig, Beize zu hören und wach zu bleiben. Der ganze Brunge Driss und das Gefühl, der Deutsche wäre besser und wichtiger wie andere, ist leider nicht am Eng, im Gegenteil. Das Trittunesienlied ist jedenfalls jetzt aus einer Zig vom Overgang. Man hätte so ja als Ersatz geboten für die deutsche Nationalhymne. Ja, das war also so mit dem Heidi Witzka, Herr Kapitän. Für ein Beispiel, der Adenauer war am ersten Staatsbesuch in Chicago. Das war 1953, also 8 Jahre nach dem Krieg. Die Hymne, die in der Nazizeit gespielt und gesungen wurde, war abgeschafft. Und dafür hat man dann sich geeinigt, 1952, also ein Jahr bevor der Adenauer in Chicago war, die dritte Strophe als Hymne von dem Nationallied, wo 1952 beschlossen wurde, aber offensichtlich wohl noch nicht so richtig angekommen. Denn ich komme wieder auf der Adenauer, wie der in Chicago war, haben sie als Nationalhymne Heidi Witzka gespielt. Und wahrscheinlich noch schön Salutet dabei. Ja. Und so haben sie ja auch das Trittunesienlied genommen, bei einer Siegerehrung für die deutsche Sportler gespielt. Ich habe das jedenfalls schön gefunden, dass der Kölsch-Lied als Nationalhymne gesungen wurde. Von denen hat der Karl Barbier mehr wie 100 geschrieben. Und ein paar davon kann man nicht nur anhören, aber auch in Bilder beloren am Karl-Barbier-Brunnen in der Südstadt. Ja, das war übrigens ein Türchen mit der KVB und mit der Linie 14, der Haltestelle Severinstraße. Da geht dann der Aufzug ob die Fringsstraße. Von da aus ist es nicht weg. Man geht in Richtung Fringsports, ungefähr 100 Meter, und dann nach rechts. Und da haben sie der Karl-Barbier-Platz eingerichtet. Und da steht auch der Brunnen, der Bonifatius Sternberg gemacht hat. Ja, 1982 wurde das beschlossen, dass ein schöner Platz gesucht wurde. Das war, wie ich gerade gesagt habe, der Karl-Barbier-Platz. Und da wurde dann auch der Bonifatius Sternberg-Brunnen abgestellt. Und 1987, also zum 10. Todestag vom Karl Barbier, wurde dann der Bronzebrunnen abgestellt. Erst gelungen, was unser Norbert Boyer und das ganze Schmölzchen der Ferdi Leisten damals auf der Weg gebracht haben. Wer das im Einzelnen war, steht natürlich auch auf einer Tafel an dem Schiff. Ja, es ist ein ordentlicher, schöner Brunnen. Das ist ein Narrenschiff, alles aus Bronze. Und das ist 3 Meter lang. Also kann man sich vorstellen, wer noch nicht gesehen hat. Und zur gleichen Zeit das Müllermer-Bötchen vom Heidi Witzka Kapitän. Und da sieht man eine rote Funk, wie der Karl Barbier auch eine war, und eine Tanzmarieche. Und 2 Heizemenschen, die ob der Erd liegen, und ganz boven drüber der Karl Barbier. Nicht zu vergessen die kölsche Originale aus dem Karl Barbier Leder. Für Beispiel der Orgelspalm und das Flöte Arnölsche. Also darüber möchte man ganz ausführlich jetzt erzählen. Da machen wir, glaube ich, eine Podcast drüber.
Ja, das Schiff steht in so einer kleinen Bütt mit Wasser. Und rundherum stand am Rand die bekannteste Lieder in ihrer Welt, die gesungen hat und komponiert hat. Auch das Campinglied, womit wir angefangen haben. Es hätt mir erst gut gefallen, was die Norbere gemacht haben. Ob einer Garageports direkt daneben sieht man ein Bild von einem Schiff und dann die Obschrift, da lachst du dich kaputt. Ich mein, Norm Ostermannswil ist der Kalberbühr der bekannteste kölsche Sänger. Direkt Norm Griech, später mir. Gut, dass sie das Denkmal abgestellt haben und im letzten Jahr wieder abkladürnelt. War hier und da kaputt, mutwillig kaputt gemacht wurde. Das schöne Bronze-Denkmal. Also ist jetzt wieder sauber und schön parat. Stund so ja in der Zeitung, date wieder strahle. Ja, lieb Lügscher, vielleicht date das Campinglied euch ja inspirieren und ihr macht ne erholsame Urlaub. Und wer nicht fortfahren date, kann sich auf jeden Fall in der Südstadt ne schöne Dach machen und der Brunne vom Kalberbühr beluren. Oder ihr jort im Grübsche mit dem Heimatverein Kölndorf vorbei. Am Samstag, 29.06. um 6 Uhr am Abend geht eine Veranstaltung dazu. Lurt euch das einfach auf der Homepage an. Wir zwei vom Podclav machen im Juli und August einen Sommerpause und melden uns im September wieder. Hoffentlich seid ihr dann wieder dabei. Bis dahin eine schöne und friedliche Zeit. Tschüss und halt euch Salze.